Jetzt will ich euch in 3 Minuten das Wichtigste aus der Bibel sagen. Ich bin davon überzeugt, wenn jemand das glaubt und das tut, dann ist er gerettet für alle Ewigkeit. Die Bibel hat 2 große Themen. Die Bibel spricht über Gott und über den Menschen. Gott war immer der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Gott war immer. Alles andere hat einmal angefangen. Es gab nicht immer Engel, die hat Gott geschaffen. Gott hat das Universum geschaffen, die Pflanzen, die Tiere und zuletzt den Menschen. Man spricht von der Krone der Schöpfung. Ich glaube, das kann man auch so sagen. Die Bibel sagt, Gott ist heilig und der Mensch ist sündig. Wie ist das möglich, wenn Gott ihn geschaffen hat? Nun, das war ja nicht immer so. Das Zweite war nicht immer so. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, war der Mensch sehr gut. Und Gott hatte seine helle Freude an seiner Schöpfung. Und Gott hatte ihn sehr lieb. Und Gott hatte große Pläne mit den Menschen. Aber dann kam etwas Schlimmes. Die größte Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat, der Sündenfall. Seit dem Sündenfall ist zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen eine ganz dicke Wand. In Jesaja 59 lesen wir, die Sünde ist eine Scheidewand zwischen euch und eurem Gott. Seit dem Sündenfall ist der Mensch von Gott getrennt. Und mit jeder neuen Sünde wird diese Wand dicker. Mit jeder neuen Sünde wird der Abstand größer. Wir gehen der Ewigkeit entgegen. Und die Ewigkeit hat 2 Stationen. Die Verdammnis und das Reich Gottes. Vom Sündenfall her sind wir alle auf dem Weg zum Gericht und zum Verderben. Aber Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Gott hat in seiner großen Liebe seinen Sohn in diese Welt gesandt. Jesus kam auf diese Erde, er wurde Mensch, hat hier auf der Erde gelebt, hat nie eine Sünde getan. Jesus, der Sohn Gottes, hat unsere Sünde auf sich genommen, ist damit ans Kreuz gegangen, hat sein Blut und Leben gegeben für uns. Jetzt lehrt uns die Bibel, wenn wir mit unserer Sünde zu Jesus kommen und sie ihm bringen, dann nimmt er sie uns weg. Wenn wir Jesus aufnehmen in unser Herz und Leben im Glauben, werden wir Kinder Gottes. Wir werden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Bekehrung und Wiedergeburt, das sind 2 ganz, ganz wichtige Themen in der Bibel. Was ist Bekehrung? Der Mensch bringt seine Sünde im Gebet zu Jesus und Jesus vergibt. Was ist Wiedergeburt? Der Mensch nimmt Jesus im Glauben in sein Herz und Leben auf und er wird wiedergeboren, er wird ein Kind Gottes, sein Name wird eingeschrieben ins Lebensbuch des Lammes. Ich bin keinem Menschen dankbarer als dem, der mir einmal die Maske vom Gesicht gerissen hat und mir das erklärt hat. Wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Es hat nie einen Tag gegeben, an dem ich nicht an Gott, an Jesus, an die Bibel geglaubt habe. Und so bin ich meinen Weg gegangen. Wir gingen auch in die Kirche und wir gingen zum Abendmahl, weil meine Eltern es wünschten. Mein Vater war Kirchenvorsteher. Mein Vater war jeden Sonntag in der Kirche. Meine Mutter alle 14 Tage. Jungs alle 14 Tage, Mädchen alle 14 Tage. So haben wir uns abgewechselt in unserem Ort. Aber Jesus kannten wir alle zusammen nicht. Aber wir haben ihn kennengelernt und haben ihn gefunden. Alle, die Geschwister, die Eltern und einige Verwandte. Lieber Zuhörer, wie ist das bei dir? Sag, wie ist das bei dir? Kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo du über die Grenze gegangen bist? Du musst nicht das Datum wissen, darum geht es überhaupt nicht, aber das Ereignis. Kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo du mit deiner Sünde zu Jesus gekommen bist, mit der Bitte um Vergebung? Wo du dein Herz geöffnet hast und gesagt hast, Jesus, komm in mein Herz. Das ist eigentlich eine einmalige Erfahrung. Kannst du davon erzählen, wo dann plötzlich die Gewissheit in dein Leben kam, ich hab's. Jesus, ich bin sein und er ist mein. Ich habe mich für ihn entschieden. Er hat mich angenommen als sein Eigentum. Ich bin ein Erbe Gottes, ein Miterbe Jesu Christi. Und in dieser Gewissheit darf ich jetzt gehen und anderen helfen, damit sie ihn auffinden. Oh, wir wünschen so sehr, dass an diesem Christustag hier in Memmingen einige diese große Entscheidung treffen. Wenn es nur einer wäre, hätte sich das Ganze schon gelohnt. Aber es könnten doch viele sein. Ich bin überzeugt, dass eine ganze Menge Leute hier sitzen, so wie ich damals,
die alles Mögliche wissen und können und gemacht haben, aber diesen letzten Schritt nie getan. Bitte tu ihn doch heute. Bitte tu ihn doch heute. Sag ja. Sag ja. Du kannst jetzt schon in deinem Herzen leise für dich beten. Herr Jesus, gib mir den Mut. Gib mir den Mut. Ich möchte heute ganze Sachen machen mit dir. Bete doch jetzt einmal darum. Herr, hilf mir, dass ich es schaffe. Und er wird dir helfen. Und dieser Tag wird der größte Tag in deinem Leben. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Gott segne dich.